Ja, das sind jetzt ein paar Eindrücke von gestern, vor einer Woche, von unserer Päckli-Aktion. Und eigentlich müsste jetzt nicht ich da stehen, sondern Desti Passiudis. Sie ist leider krank geworden, Magen-Darm-Grippe die Nacht. Ich habe noch eine blonde Perücke gesucht, habe sie nicht gefunden. Ich möchte euch jetzt halt vorstellen, dass Esti da steht. Auch herzliche Grüße, Esti, und gute Besserung an dich, falls du uns im Livestream da teil hast. Ja, unsere Päckli-Aktion, ihr habt es gesehen vorher, viele Eindrücke, mega cool, wie viele Leute das da geholfen haben. 413 Päckli, ein neuer Rekord. Und alle sind am Abend, am 6. Uhr schon fix fertig verpackt und eingeladen gewesen, so dass es nachher weitergeht in den Osten. Mega vielen herzlichen Dank an euch alle, die tatkräftig unterstützt haben oder einfach vielleicht auch mit Geben, mit finanziellen Mitteln. Es ist mega cool, alle Jahre dürfen so eine Aktion zu machen, wo wir wirklich dürfen sagen sein, auch über Embrach raus. Und es ist auch eine super Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Im Migros dort haben wir ja immer eine mega coole Position im Eingang. Der Migros-Filialleiter ist immer mega happy und dienstbar und hilft uns. Und auch die Mitarbeiter fangen richtig an mitmachen. Die Ersten gehen schon auf die eigenen Kunden zu und sagen und erklären, was da läuft. Und so ist es wirklich eine segensreiche Arbeit, wo wir das Licht sein auf Embrach raus, wo einfach auch die Leute sehen, hey, die FG Embrach ist nicht irgendwie einfach ein frommer Haufen, der sich um sich selber dreht, sondern wirklich auch über sich aus darf den Leuten helfen. Vielen herzlichen Dank an euch alle und auch an die Kinder, die ja da auch tatkräftig mitgeholfen haben. Wir haben es gesehen, es ist immer mega cool. So stellt euch mal vor, wenn ihr 413 Päckchen überkommt an der Weihnacht, ihr wäret total überfordert. Das ist ja eine riesige Menge. Und auch diese Päckchen, da geht einfach eins pro Kind, pro Erwachsene in die Ukraine. Da hören wir ja auch noch viel mehr von Michael Stauffer. Er darf jetzt schon auf die Bühne kommen. Wir werden jetzt eigentlich dann die Päckchen weiterverfolgen, wohin dass die gehen, nachdem wir es in Embrach im Migros gemacht haben. Ihr habt es vielleicht auch mitgeholfen. Und er wird uns erzählen, ja, was machen die Päckchen da für eine Reise und was ist der Hintergrund oder das Ziel auch von dieser Päckchen-Aktion. Was ich nämlich liebe an dieser Päckchen-Aktion, es ist mehr wie einfach ein Päckchen, das schön eingepackt ist und Zahnpasta und Schoki, die drin ist, sondern die christliche Ostmission bringt eine ganzheitliche Hilfe. Sie bringen nicht nur Material, sondern sie bringen eben auch Jesus zu den Leuten. Und das begeistert mich besonders an eurer Arbeit. Und ich finde, das ist das, was wir Christen der Welt zu bieten haben. Nicht nur materiell, sondern auch geistliche Hilfe. Danke, Michael, bist du bei uns. Die Kinder dürfen jetzt am Anfang noch da bleiben. Michael hat ein paar coole Sachen für euch parat und er wird euch dann entlassen. Ich werde noch beten zum Start. Ja, Vater, danke. Segnest du jetzt den Michael, gibst du ihm deine Gedanken, deine Worte, dein Herz und schenkst du uns als alle Zuhörer offene Ohren und auch einen offenen Verstand. Amen. Merci vielmals. Guten Morgen noch von mir. Eigentlich war die Einleitung so treffend, so phänomenal gut, dass ich gar nicht mehr viel anfügen kann. Geniessen den Morgen. Herzlich willkommen auch von der christlichen Ostmission aus und von ganzem Herzen auch herzlich willkommen von den Menschen, die wir durch die Präsentation werden lernen kennen. Herzlich willkommen, liebe FG Embrach, liebe Missionsfreunde, liebe Weihnachtspäckchen-Aktivisten. Und da haben wir ja gesehen und gehört, da gibt es wirklich nicht wenige hier in Embrach. Und liebe Lismi-Frau. Und dann müssen wir gendergerecht unterwegs sein. Vielleicht gibt es ja auch Lismi-Mannen. Auch liebe Lismi-Mannen, herzlich willkommen hier am heutigen Morgen in der FG Embrach.
Ganz kurz zu uns als christliche Ostmission. Ihr seht, wer das wir sind. Wenn ihr mehr über uns lernen kennen, geht doch auf die Homepage www.ostmission.ch. Das hier, das sind unsere 3 Säulen. Auf diese 3 Säulen bauen wir unsere Hilfe aufbauen. Das ist eben das, was der Andi erwähnt hat, aber die ganzheitliche Hilfe auch durch das Jahr durch. Wir bauen auf durch Bildung und Gewerbeförderung, wir schützen vor Menschenhandel und Zwangsprostitution und wir helfen direkt in Notsituationen und Katastrophen. Und das wird man lernen kennen, jetzt auch durch die Präsentation durch. Ein grosser Teil der Aktion Weihnachtspäckli ist in den Notsituationen, also wir helfen direkt in Notsituationen und Katastrophen. Ganz kurz zu mir, aber wirklich nur ganz kurz zu mir, weil es gibt auch ein Bild von mir auf der Homepage. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, kommt auf mich zu, schreibt mir ein E-Mail oder ruft mir an und dann kann ich euch erschöpfend erklären, wer ich genau bin. Das Bild ganz kurz, einfach, weil es aufzeigt, wer das mich umgibt in unserer Familie. In der Mitte Susi, seit über 35 Jahren geheiratet. Unglaublich dankbar, dass Gott mir genau diese Frau um mich gestellt hat. Und ich hoffe, sie könnte das Gleiche sagen, wenn sie hier auf der Bühne würde stehen, über mich. Dann unser Ältester, der Philipp, mit seiner Ehefrau, unserer Schwiegertochter, der Natanja. Unten noch die 2 Jüngeren, der Raffi und der Christoph. Und die haben so ein bisschen komische Kleider an. Das liegt dort daran, dass sie ein Hobby teilen mit mir. Ich bin leidenschaftlich gerne mit dem Töff unterwegs. Ganz links irgendwo in der Pampa in Albanien. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass Gott wollen hat, dass sich der Mensch ausschließlich mit dem Töff fortbewegen. Aber ich kann das biblisch noch nicht so belegen, wie ich das gerne wette. Und jetzt möchte ich euch gerne mitnehmen, die Aktion Weihnachtspäckli. Weihnachten von Januar bis Dezember. Vielleicht denkt ihr jetzt hat es in Weizen geschneit. Weihnachten ist doch im Dezember. Oder die orthodoxe Weihnachten im Januar. Aber sicher nicht durch das ganze Jahr durch. Doch irgendwo durch halt eben schon. Wir sind nicht eine reinrassige Weihnachtspäckli-Mission, sondern eben unsere Hilfe passiert zu einem grossen Teil durch das ganze Jahr durch. Wir kommen nicht einmal im Jahr mit einem Weihnachtspäckli und dann sieht man uns das ganze Jahr durch nicht mehr, sondern wir kommen und arbeiten und unterstützen durch das ganze Jahr. Darum Weihnachten von Januar bis Dezember. Die Aktion Weihnachtspäckli ist ja nicht etwas, das von uns selber getragen wird, von der christlichen Ostmission, sondern wir haben 4 Missions- und Hilfswerke, die da mithelfen. Da wäre Lio in Winterthur, die AVC in Safnern, die HMK in Thun und natürlich wir als christliche Ostmission mit Sitz in Worb. Angefangen hat es vor etwas mehr als 25 Jahren mit 7000 Weihnachtspäckchen, die wir gesammelt haben, dann zumal noch in Worb. Und wie viel dass es in der letztjährigen Aktion gegeben hat, die aktuellen Zahlen haben wir noch nicht, da sind wir noch immer am Sortieren und am Zusammenstellen. Wie viel das in der letzten Aktion gegeben hat, dort nehme ich euch dann ganz kurz mit. In diese Länder gehen eure Weihnachtspäckchen jedes Jahr. Das aus dem Grund, weil jedes Missionswerk in diesen Ländern eben auch durch das Jahr durch Projekte drinnen betreuen. Ich bin verantwortlich für die Transportbasis in Dietiken. Die Weihnachtspäckchen-Aktivisten hier in Embrach wissen, dass mit diesem Bild etwas nicht stimmen kann, weil Erwachsenenpäckchen sind viel, viel grösser. Wenn wir Päckchen entgegennehmen, die von der Grösse und vom Gewicht her nicht stimmen können, da müsst ihr jetzt nicht Angst haben bei euch. Euch können wir gerade direkt weitergeben. Dann nehmen wir die dezent raus, machen die auf und machen aus 2, 3 Päckchen, die nicht so gut sind, eben ein ganz geniales Päckchen. Nach diesen Vorgaben, wie wir es auf den Handzetteln oder auf der Homepage aufgedruckt haben. Die Person, die das Päckchen gemacht hat, hat höchstwahrscheinlich nicht gewusst, was wir alles in einem Weihnachtspäckchen drinnen erwarten. Drinnen waren Ferrero Rocher-Kugeln, also die goldgelb eingepackten Praline. Und wir haben die Rocher-Kugeln nicht irgendwie bei uns in der Cafeteria selber verputzt, sondern die sind wirklich runter in den Keller, wo unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter eben aus 2, 3 Päckchen ein riesiges oder respektive eben ein schönes Weihnachtspäckchen machen. So, die erste Frage an euch. Kennt jemand diese Staatsflagge? Wird relativ, also man sieht es relativ fleissig auf Auto oder ab Balkon, meistens noch verbunden mit dem Wort Peace. Wer sagt etwas dazu? Welche Staatsflagge ist es? Genau, Ukraine. Und weißt du zufälligerweise auch, was für eine Bedeutung die Farben haben?
Die Reide ist gut, Himmel habe ich auch gehört, hervorragend. Das wäre in etwa die Bedeutung der Staatsflagge der Ukraine. Und wenn man in der Ukraine unterwegs ist, muss man Russisch können. Weil alle Wegweiser, die man hat, sind mit dem kyrillischen Alphabet beschriftet. Und wir gehen ja jetzt in die Ukraine. Also müssen wir ganz, ganz kurz im Schnellzugstempo Russisch lernen. Von euch möchte ich gerne wissen, was das Wort dort oben bedeutet. Ihr habt das kyrillische Alphabet auf dieser Folie mit den roten Buchstaben und nachher die phonetische Aussprache von uns. Irgendjemand hat etwas gesagt? Sport, genau. Ganz tiefig. Weil das so gut geht, nehmen wir das nächste, was ein bisschen schwieriger ist. In Russland kennt man kein Ü und kein Ö und kein Ä. Also es gibt keine Rucksack, genau. Man braucht es zum Wandern. Jetzt bin ich aber gespannt, was da dazu sagst, Dimi. Da muss ich noch kaufen. Also wenn jemand nicht Russisch kann, das Wort hat für uns keine Bedeutung. Das nennt sich Rождество und das ist das Wort für Weihnachten. Also so schreibt man in der Ukraine, in Russland Weihnachten. So, und jetzt sind wir unterwegs und fähig, einzugehen in die Ukraine. Und immer, wenn wir eingeladen sind in Familien und kommen und so komisch reden, ist es am Anfang so ein bisschen distanziert. Dann haben die Leute so ein bisschen das Gefühl, wer ist das da? Wir müssen uns mal vorstellen, die kommen in der Weihnachtszeit, das 4., das 5. hoch, in unsere Wohnung und dann wollen die alles wissen und dann schreiben sie auf, dann machen sie noch Fotos. Was soll das? Und die Weihnachtspäckchen warten dann irgendwo neu in einer Ecke. Und dann fangen wir an zu fragen, was die Kinder für Berufswünsche haben, was für Lieblingsfächer in den Schulen sind. Und ab dem Zeitpunkt, was dann heisst, jetzt dürft ihr eure Weihnachtspäckchen aufmachen, wird es unglaublich schnell lebendig und sehr, sehr lustig. Das hier ist beim Weihnachtspäckchen-Besuch bevor wir das Weihnachtspäckchen dürfen aufmachen. Und das hier ist nachdem wir das Weihnachtspäckchen aufmachen können. Und da sieht man, die Stimmung ist komplett gelöst. Also wirklich viel Freude vorhanden. Man hat allen aufgezeigt, was in diesem Weihnachtspäckchen, das ich bekommen habe, alles zu entdecken war. Und hat auch schon geteilt. Wenn jetzt ein Baby bei einem Bub drin war, dann hat das seine Schwester bekommen. Wenn jetzt ein Lastwagen im Mädchenpäckchen war, hat das der Bub bekommen. Und alle sind einfach glücklich. Der Alltag ist in diesem Augenblick nicht mehr in diesem Raum. Und was alles passiert in diesem Zeitfenster zwischen vorher und nachher, das werde ich euch jetzt mit ein paar Bildchen näher aufzeigen. Und gleichzeitig eben auch noch eines betonen. Wenn ihr keine Weihnachtspäckchen macht, wenn ihr hier noch nicht engagiert, brauchen wir keine Transporte zu organisieren. Wir müssen diesen Weihnachtspäckchen nicht nachfliegen. Wir brauchen keine Besuche zu machen in diesen Familien, keine Fotos, keine Lebensgeschichten zusammenzustellen. Wir brauchen ja nicht wieder zurückzukommen und eine PowerPoint-Präsentation zusammenzustellen. Ich wäre heute Morgen nicht da. Mit anderen Worten, dass ich euch diese Bilder zeigen darf, am heutigen Morgen, ist euer Verdienst. Ohne euch würde es eine Aktion Weihnachtspäckchen nicht geben. Darum ein ganz herzliches Merci, ein herzliches Dankeschön. Man sieht, vielleicht sind das sogar noch Päckchen von euch. Ihr seht, ihr habt viele Budgetsachen drin. Und damit wir GoP nicht vernachlässigen, wir würden natürlich auch Garantie-Sachen transportieren oder auch Sachen aus dem Volk, Denner, Lidl, Aldi und wie sie alle heissen. Aber es sind eure Weihnachtspäckchen, die wir transportieren und verteilen dürfen. Und da sieht man jetzt noch ganz rechts, das ist Tascha, sie ist 4 Jahre alt, mit den Sachen, die man entdeckt, liest man die Sachen in diesen Weihnachtspäckchen.
wo sie ihr Weihnachtspäckchen aufgemacht hat und alles fein säuberlich nebendran gelegt hat und die Kappen entdeckt hat, ist alles andere in diesem Augenblick ein bisschen unwichtiger gewesen. Und man hat die Kappen angelegt. Und beim Halstuch hat die Grossmutter noch ein bisschen helfen einleihen, weil das ist ein unlänges Ding war. Also noch jetzt ist auch die Hälfte im Boden. Aber als sie das hatte, ist sie rumgelaufen und hat uns eingeladen, wirklich so von allen Seiten zu fotografieren. Wie ein Mannequin auf dem Laufsteg. 124.800 Weihnachtspäckchen sind in der letzten Saison gesammelt worden. Und das ist eine Zahl, die man sich schlecht vorstellen kann. Und darum hilft die zweite Zahl vielleicht ein bisschen besser. 40 Sattelschlepper haben wir gebraucht, um die wertvolle Fracht aus der Schweiz in die Empfangsstaaten zu transportieren. 40 Sattelschlepper, randvoll gefüllt mit Weihnachtspäckchen. Eine gewaltige Anzahl. Und auch jetzt stapeln sich unsere Türme und sind bereit für einen Abtransport in verschiedenen Transportbasen. Was man nicht vergessen darf in dieser grossen Anzahl ist, dass jedes einzelne Weihnachtspäckchen einem Kind, einer erwachsenen Person Freude, Hoffnung, Wertschätzung und Liebe schenkt. Und der Alltag für 2-3 Wochen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, versüßt. Keine Angst mehr, was der Alltag, die Herausforderungen werden sein in den nächsten paar Wochen. Und jetzt dürft ihr Kinder in euer eigenes Programm, wir Erwachsene gehen noch ein bisschen vertiefter in die Ukraine, starten wettig mit einem ganz kurzen Input. Und zwar über diese Stelle in der Bibel. Ihr mögt euch erinnern, es geht um einen barmherzigen Samariter. Aber eher um einen Einstieg in den barmherzigen Samariter. Da ist ein Mann, ein Jurist, ein Schriftgelehrter. In der heutigen Zeit würde man sagen, vielleicht ein Anwalt oder ein Richter. Und da hat Jesus etwas gefragt. Und zwar nicht im guten Sinn, weil er Jesus zur Anklage bringen. Ein Wanderprediger, der so abstruse Sachen erzählt, das kann nicht gut sein für unsere Religion. Und das Ziel war eigentlich in dieser Diskussion, Jesus zur Anklage zu bringen. Ihn fortzuräumen von der Weltgeschichte. Und er hat gefragt, Meister, was ist das wichtigste Gebot? Das war der Einstieg. Und er hat ihm gesagt, ja, was liest du im Gesetz? Ich meine, du bist ein Mann, der das Gesetz liest, den ganzen Tag ein, Tag aus. Was liest du dort? Und er hat ihm gesagt, interessant ist, dass Jesus die Antwort ja nicht selber gegeben hat, sondern der Mann hat die Antwort. Und dort hat Jesus gesagt, ich soll Gott lieben, mit ihm unterwegs sein, mit allem, was mich ausmacht, und ich soll den Nächsten lieben wie dich selber. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, genau, mach das und du wirst ewig leben. Mit anderen Worten, lies es nicht nur, sondern mach es auch und du wirst ewig leben. Das war jetzt für einen Schriftgelehrten, für einen Jurist ein bisschen schwierig gewesen, dass man gerade so Andeutungen gemacht hat in die Richtung, lies nicht nur, sondern lebe auch danach. Und darum hat er gefragt, ja, Jesus, wer ist denn mein Nächster? Weißt du, so einfach ist es dann wieder nicht. Und er hat mit dieser Frage, so stelle ich mir das vor, Jesus versucht, auf sein Parkett, auf sein Juristenparkett zu ziehen. Weil dort kann er ihn fertig machen, dort kann er argumentieren, dort kann er Jesus an die Wange diskutieren. Und was macht Jesus? Er gibt nicht die Antwort, die der Jurist erwartet hat. Eine Antwort, die von ihm aus vielleicht so gelautet hätte wie unter einem Nächsten. Im Folge der erste Partei genannt, soll fortan verstanden werden eine Person jüdischer Abstammung, wo der Hauptwohnsitz sich in einem Radius innerhalb 5 Kilometer, Maximum 5 Kilometer Entfernung vom eigenen Hauptwohnsitz befindet. Es sei denn eine andere Person jüdischer Abstammung, im Folgenden zweite Partei genannt, wohne näher bei der ersten Partei als man selber. In diesem Fall ist nämlich die zweite Partei als Nächste von der ersten Partei verstanden und man selber von Verantwortlichkeiten oder Hilfspflichten jeder Art und Reichweite befreit. Das klingt unglaublich kompliziert, eben sehr juristisch. Stimmt alles. Und was macht Jesus jetzt? Er lässt sich auf keine Art und Weise auf das Niveau ab,
sondern er erzählt ein Gleichnis. Ein Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und das werde ich mir heute ebenfalls mitgeben. Ich lese das auf Berndeutsch. Ein Mann ist von Jerusalem auf Jericho abgewandert. Da haben ihn Räuber überfallen, sie haben ihn ausgeplündert und zusammengeschlagen und halbtot liegen und sind davon. Zufällig ist ein Priester den gleichen Weg abgewandert. Er hat ihn gesehen und ist vorbeigelaufen. Auch ein Levit ist dort durchgekommen, hat ihn gesehen und ist vorbei. Aber ein Samaritaner auf der Reise kommt auch bei ihm vorbei. Er sieht ihn und er hat ihn gedauert. Er ist zu ihm gegangen, hat ihm Öl und Wein auf die Wunde geschüttet und sie verbunden. Nachher hat er ihn auf sein Reittier gelüpft und in eine Wirtschaft geführt und für ihn gesorgt. Am nächsten Morgen hat er 2 Silbermünzen vorgenommen, sie einem Wirt gegeben und gesagt, schau gut zu ihm. Und wenn es mehr kosten sollte, so will er es dann zahlen, wenn ich herumkomme. Und da stellt Jesus schon wieder die Frage an den Schriftgelehrten, an den Jurist. Was meinst du, fragt Jesus, welcher von diesen 3 ist dem, der von den Räubern überfallen wurde, wirklich ein Nächster gewesen? Wisst ihr, was der Schriftgelehrte geantwortet hat? Der geholfen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir passiert das sehr, sehr fleissig. Sehr oft, dass ich in meinem strukturierten Denken gefangen bin. Ich war früher auf dem Bau unterwegs, war Kranführer. Noch heute eine sehr grosse Affinität für die schlanken Baumaschinen. Gelingt mir eigentlich nie, an einer Baustelle vorbeizufahren und schnell raufzuschauen, fährt er von oben, fährt er von unten. Hat er den vollen Ballast hinten drin? Wie fährt er? Fährt er sauber? Fährt er gut? Exakt oder weniger? Es sind einfach all diese Sachen, die mich interessieren. Und wenn wir jetzt diskutieren miteinander, dann könnte ich mit meinem Wissen, das ich habe, über die Baukräne an die Wange diskutieren. Ich habe ein grosses Wissen darüber. Und da staune ich auch, wie es Jesus immer wieder gelingt, auch mich daraus herauszunehmen, aus einem strukturierten Denken. Aus einem Denken zum Beispiel auch, was Armut betrifft. Wie ist das, in einer Armut innen zu leben? Ich habe ein Denken über Armut, aber trifft das auch, oder stimmt das auch mit dem überein, was ärmere Leute auch tatsächlich erleben? Und Jesus schenkt mir immer wieder neu, sehr überraschend, auch seine Sichtweise auf Menschen, auf Lebenssituationen, auf Sachen. Und in diese Lebenssituationen und in diese Armut, wo Jesus uns immer wieder neu aufzeigen will, möchte ich euch gerne mitnehmen. Und gleichzeitig auch darauf hinweisen, vergessen wir die Hoffnung nicht, die wir mit den Weihnachtspäckchen mit weitergeben können. Das ist die Ukraine. Wir waren in der ersten Januarwoche in der Ukraine unterwegs, und zwar ganz, ganz weit im Osten. Wir haben unser Domizil in Zaporozhye. Zaporozhye ist jetzt in den Schlagzeilen wegen dem Atomkraftwerk, das regelmässig wieder beschossen und bombardiert wird. Und wir sind immer Richtung Donezk gefahren, in das Gebiet, wo Menschen in zerbombten Häusern leben, kein Gas haben, kein Wasser haben, keine Elektrizität haben. Und selbst schon seit knapp 8 Jahren. Der Krieg hat ja 2014 angefangen. So hat es ausgesehen, als wir unterwegs waren. Man hat die Infrastruktur von Anfang an vom Krieg kaputt gemacht, um das Leben der Menschen wirklich hart und untragbar zu machen. Viele sind geflohen in den Westen der Ukraine oder halt noch weiter Richtung Westeuropa. Ein Teil, der nicht fliehen konnte, weil sie kein Geld hatten, weil jede Flucht kostet irgendetwas, oder weil sie Angst hatten, dass sie ihr Haus, ihr Zuhause verlieren, die sind geblieben. Und für diese Menschen schaut unser Team in Zaporozhye auf eine besondere Art und Weise. Es gibt immer noch junge Männer, die irgendwo neu Heizmaterial suchen. Heizmaterial sucht man halt am gäbigsten im Wald, weil dort findet man am meisten Holz. Aber sobald man die Straße verlässt, ist es sehr, sehr gefährlich, weil überall vergrabene Minen liegen. Und es immer wieder Tote gibt, weil während alltäglichen Verrichtungen eigentlich jemand draufschaltet und in die Luft gesprengt wird. Eine triste Angelegenheit in diesem Kriegsgebiet. Und trotzdem leben immer noch Menschen, die mich selber ebenfalls sehr inspiriert haben. Das, was man hier sieht, das ist eine Hauszentrale. Eigentlich ist es die Küche,
weil man kochen dort drinnen. Es ist aber gleichzeitig auch die Heizung, weil man heizt mit dem Ofen gleichzeitig auch noch ein Nebenzimmer. Es hat das WC ganz hinten, das hat sogar fließend Wasser gehabt, da habe ich gestaunt darüber. Es gibt bei diesen Bereichen wieder fließend Wasser, aber das ist Wasser, das man nicht brauchen kann zum Trinken oder zum Kochen. Es ist technisches Wasser, das ihr brauchen könnt, um den Boden aufzunehmen oder Fenster zu putzen oder Kleider zu waschen. Es war zu dem Zeitpunkt, wo wir den Besuch gemacht haben, sehr warm in diesem Räumchen, weil man neben das Nebenzimmer noch heizen musste. Und man hat nie in diesen Räumlichkeiten irgendwo Radiatoren, sondern die heizen wirklich heizen mit einem Holzofen. Und wenn man jetzt denkt, in den Mehrfamilienhäusern aus der Sowjetzeit lebt sich sicher besser, muss ich mich enttäuschen. Auch wenn sie von aussen vielleicht noch bewohnbar aussehen, innen sieht es ganz anders aus. Auch das ist eine Küche in diesem Mehrfamilienhaus. Ich möchte noch einmal betonen, kein Gas, kein Wasser, keine Elektrizität. Wenn ihr da etwas kochen wollt, müsst ihr jetzt auf diesem provisorischen Holzofen etwas wärmen. Und gleichzeitig könnt ihr mit diesem Holzofen noch die ganze Wohnung, das sind 2 Zimmer, noch etwas überschlagen. Also ihr habt vielleicht irgendwie 14, 15, 16 Grad in der gesamten Wohnung. Und das Dörri hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mir einfach überlegt, warum macht man so etwas Schönes? Weil da ist noch keine Gewehrkugel drin, da ist kein Granatsplitter drin. Es ist wirklich ein schönes Dörri. Und die Nachbarsfrau, dort haben wir sie neben die Familie besucht, hat uns gesagt, die Frau hat gesagt, die Frau, die das gemalt hat gesagt, es muss doch auch in unserem Leben einfach etwas Schönes geben. Es kann doch nicht einfach immer nur Krieg sein und grau und trist und mühsam. Es muss doch einfach auch etwas Schönes sein in unserem Leben. Und tatsächlich gibt es das. Unter anderem auch mit euren Weihnachtspäckchen. Der erste Besuch, den wir machen, ist der bei der Svetlana mit ihren Kindern, dem Piotr, ganz links, der Julia, der Margarita und der Veronika. Die Veronika ist die kleinste, die ihr hier seht. Svetlana ist eine gläubige Frau, eine alleinerziehende Mutter. Und man sieht auch die Sprüche, die Bibelsprüche, die sie an die Wand geklebt hat. Einer von denen hat gelautet: Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und das war etwas, was man gespürt hat in dieser Familie. Dass da eine Fröhlichkeit vorhanden ist. Ich habe zwar den Piotr gefragt, was er denn, gerne macht. Er ist so sieht ein bisschen müde aus, weil er müde war. Er ist erst aufgestanden, als wir zum Besuch gekommen sind. Und er hat gesagt, er würde unglaublich gerne shooten. Ich habe gefragt, welchen Lieblingsfußballer er hat. Ich dachte, eventuell Shevchenko. Er hat gesagt, nein, Ronaldo. Und welchen Lieblingsfußballclub? Real Madrid. Und dann habe ich gefragt, kennst du IB? Und dann hat er gesagt, nein, warum? Und dann hat mich gedacht, dieser Mann muss wirklich noch relativ viel über Shooten lernen. Aber lassen wir das. So sieht die Wohnsituation aus bei der Svetlana und ihren Kindern. Sie wohnen in einer Containersiedlung, die der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, aufgebaut hat, 2014 zum Beginn dieses Krieges, damit man aber Flüchtlinge einquartieren dort. Und seit 2017 sind sie jetzt dort. Und sie hat gesagt, es ist schwierig, weil die 2 Container, die sie zur Verfügung haben, da werden die Gummidichtungen langsam spröd und es ist sehr teuer, die warm zu heizen. Und es fängt langsam aber sicher an zu regnen. Und trotzdem ein unglaubliches, fröhliches Gemüt in dieser gesamten Familie. Und die Weihnachtspäckchen haben natürlich ganz massiv dazu beigetragen. Das ist eine Hauptverkehrsstrasse in einem Dorf. Also wenn ihr von der Migros hier hinten fahrt, wäre das eine derige Strasse in etwa. Und diesen Besuch haben wir gemacht. Also auf dieser Strasse sind wir gefahren zu der Nadja, zum Ruslan mit ihren Kindern. Eine Familie, die reiche Erfahrung hat mit Flüchtlingen. Ursprünglich kommen sie von Georgien. Georgien hat irgendwann etwas gemacht, das Russland nicht gefallen hat. Und dann ist Russland einmarschiert, es hat eine kurze, heftige kriegerische Auseinandersetzung gegeben. Die 2 sind geflohen mit ihrer Familie in den Osten der Ukraine, nach Donetsk. Dort hat es wiederum etwas gegeben, das Russland nicht gefallen hat. Russland marschiert ein und sie sind wiederum geflohen in die Nähe von Zaporozhye. Und wo das sie jetzt sind, wissen wir schlichtweg nicht, weil die Grenzen verschieben sich laufend hin und her. Es ist eine Familie, die immer wieder neu anfangen muss, wenn sie ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen. Ein Haus, wo sie wohnen können. Sie haben 160 Franken zu gut pro Monat Flüchtlingshilfe vom Staat der Ukraine.
aber sie verköstigen, weil sie ebenfalls noch eine Familie aufgenommen haben. Eine Familie von einer alleinerziehenden Frau mit 3 Töchtern, verköstigen sie 11 Personen mit diesem Geld. Jeden Tag. 11 Personen. Der Ruslan kocht, er macht das auch sehr, sehr gut anscheinend und ist auch dankbar für die Weihnachtspäckchen, den Reis und die Teigwaren, die er dort drinnen gefunden hat und natürlich auch für die Lebensmittelhilfe durch das ganze Jahr durch. Und da sieht man nachher, wie die Päckchen aufgemacht werden, wie der Zucker vorkommt, wie Mehl vorkommt, Reis, Teigwaren. Und ich kann mir vorstellen, dass da schon ein paar Menüs durch seinen Kopf durchgelaufen sind, was er in der nächsten Zeit eventuell für seine Kinder und für die benachbarte Familie könnte kochen. Es ist sehr lebendig, sobald man die Weihnachtspäckchen aufmachen darf. Und die Freude und der Austausch untereinander ist sehr gross. Die Julia, das ist die Mutter, die Tochter von der Oksana, die Mutter von der Nastja, ganz rechts. Und sie ist geheiratet mit einem Mann auf der Krim, der Vater von der Tochter. Jetzt ist aber das Problem bei der Krim das, dass Russland Krim annektiert hat, 2014. Dann ist ihr Mann genau 16 geworden und hat den russischen Pass bekommen. Ist aber Ukrainer. Als Ukrainer geboren, als Ukrainer aufgewachsen und hat jetzt den russischen Pass. Und als Russ in die Ukraine einzuwandern, ist unglaublich schwierig. Das ist ein Ding, das unmöglich ist. Mit anderen Worten, diese Familie ist und bleibt im Moment getrennt. Der Vater kann nicht zu seinem Kind, er kann nicht zu seiner Ehefrau. Die einzige Möglichkeit, sich gegenseitig zu sehen, ist, dass die Mutter, also die Julia, auf die Krim geht und dort hier rund 6 Monate kann leben mit ihrem Mann zusammen. Und während dieser Zeit schaut Oksana nachher, zu ihrer Enkeltochter schauen. Und dann muss sie wieder raus, nach diesen 6 Monaten, zurück Geld verdienen. Ich will betonen, dass sie jetzt Bilder, die gemischt sind, also man sieht hier auch Bilder aus der Lebensmittelhilfe der christlichen Ostmission. Darum bitte ja nicht Öl einpacken in die Weihnachtspäckchen. Auch wenn Nastja uns so eine grosse Flasche Öl aufzeigen, das wäre wirklich katastrophal, wenn eine so eine Ölflasche während dem Transport kaputt ging. Bitte kein Öl einpacken. Und da kommen wir zu einer Mutter, zu einer Ehefrau, die mich ganz tief beeindruckt hat und gleichzeitig auch beelendet hat. Sie kommt von einer armen Familie, zusammen mit ihrem Ehemann. Es ist ihnen nicht gelungen, im Kriegsgebiet aus dieser Armut rauszukommen. Der Artyom ist 2014 auf die Welt gekommen und irgendwann hat man gemerkt, dass sich sein Gesicht anfängt zu verziehen. Man hat Gelder zusammengespart, man hat Gelder zusammengebettet im Verwandten- und Bekanntenkreis, um eine erste Operation zu zahlen. Die ist durchgeführt worden. Dann musste man eine zweite Operation machen, hat einen Kleinkredit bei einer Bank aufgenommen. Die hat man ebenfalls machen, die zweite Operation. Die dritte Operation, die der Artyom jetzt nötig hätte, da fehlt hinten und vorne das Geld und man hat schon einen Haufen Schulden mit den ersten 2 Operationen. Das ist ein Ding, das unmöglich ist, dem Artyom in diesem Augenblick zu helfen. Und es wird immer heikler, weil er kann sehr schlecht schlucken, er kann sehr schlecht käuen. Im Moment kann er noch gut schnaufen. Wir wissen nicht, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt. Und ich habe Svetlana gefragt, du, wie sieht das aus? Dein Leben? Was hast du für eine Hoffnung in deinem Leben? Und sie hat uns gesagt, sie hat keine Hoffnung mehr. Sie wissen nicht, wie sie aus dieser Situation jemals daraus raus kommen sollen. Mit einem solchen Schuldenberg, mit einem solchen kranken Kind. Wir wissen nicht, wie das funktionieren wird. Und dann hat sie uns gesagt, und damit möchte ich noch schnell den Bogen schließen, einmal zurück zu dem, wir wissen nicht, wie sich Armut anfühlt. Und Jesus nimmt uns dort daraus raus und zeigt uns einen Blick von Armut, um uns zu berühren. Sie hat uns gesagt, sagt den Menschen in der Schweiz, dass sie sich unmöglich vorstellen können, was so ein Weihnachtspäckchen für mich, für meinen Mann und für unsere Kinder für eine Bedeutung hat. Dass wir uns das unmöglich vorstellen können, was Lebensmittel, Hygieneartikel für diese Familie für eine Bedeutung hat. Wir unterstützen die Familie natürlich auch mit Lebensmitteln, mit Kleidern und Schuhen, mit Heizmaterial, einfach mit allem, was sie nötig hat, damit sie einen kalten Winter auch tatsächlich überleben können.
Ob sie immer noch in diesem Haus daheim sind, wissen wir ebenfalls nicht, weil es ebenfalls sehr nach in der Gegend von Zaporozhye liegt. Ich könnte noch viel erzählen, den Rahmen massiv sprengen. Möchte ich nicht, schon euch zu lieb und den Moderator zu lieb. Darum ganz kurz noch ein paar Eckpunkte. Ganz oben rechts seht ihr Natascha mit ihrer Großmutter, Svetlana. Ich habe keinen Besuch in meiner ganzen Karriere bei der christlichen Ostmission, bei der Aktion Weihnachtspäckchen, so viel Papiernass-Tüchli braucht wie in diesem Besuch. Nicht für mich, wobei es wirklich nicht viel gefällt hätte, aber wo wir mit diesen Weihnachtspäckchen reingekommen sind, in die Familie, zu den zwei Grosseltern, zum Vater und zu den zwei Kindern, hat die Großmutter das lauter Wasser gerannt. Sie hat das Glück einfach nicht fassen, Weihnachtspäckchen zu bekommen, mit Lebensmitteln drin und Spielzeug für ihre Kinder. Und hat uns gesagt, Weihnachten bedeutet doch, dass Kinder auch Weihnachtspäckchen dürfen bekommen. Und wir können uns das schlichtweg einfach nicht leisten. Und ganz unten rechts seht ihr Frau Bondar, ebenfalls wiederum mit viel Budgetmaterialien. Eine Frau, die mich tief beeindruckt hat, weil sie ist halbseitig gelähmt, erholt sich langsam aber sicher ein bisschen. Halbseitig gelähmt hat, die sind eigentlich bettlägerig. Aber sie kann nicht bettlägerig sein, weil sie muss immer wieder in den Garten, sie muss etwas kochen, sie muss sich ja waschen auch irgendwie. Und das versucht sie so gut wie es geht. Sie hat von uns in der Winterhilfe einen Sack Herdöpfel bekommen, 50 Kilogramm. Und den hat sie sehr grosszügig geschintet. Und jede Schinte, die so ein Auge drauf hatte, so ein Trebli drauf hatte, hat sie auf die Seite gelegt. Und hat im Frühling die Herdöpfelschinte gesetzt. Und im Herbst hat sie 10 Kübel Herdöpfel geerntet. Mit Herdöpfelschinte. Und sie hat uns gesagt, beim erneuten Besuch bei ihr, jetzt hat sie schon wieder Herdöpfel bekommen von uns. Und jetzt hofft sie, dass sie 12 Kübel ernten können, weil dann können sie 2 Kübel jemand anderem weitergeben. Und ganz links seht ihr noch Rita. Rita ist eine alleinerziehende Frau, eine alleinerziehende Mutter, hat 3 Kinder, einen grossen 14-jährigen Sohn, eine 11-jährige Tochter und ungefähr einen 9-jährigen Bübel. Und all diese Kinder haben Weihnachtspäckchen bekommen. Und kein einziges von diesen Kindern konnte Freude zeigen. Ich weiß nicht, was sie alles erlitten haben. Ich meine, sie sind in einem Kriegsgebiet gross geworden. Ich weiß nicht, wie viele Leichen dass sie vorbeigelaufen sind. Ich weiß nicht, wie manches Bombardement das sie erlebt haben, wie viele Granaten nebendran eingeschlagen hat. Kein einziges Kind konnte Freude zeigen an dem, was in diesem Weihnachtspäckchen drin war. Und ich hoffe wirklich schwer, dass es irgendeinen Menschen gibt, der einen Jesus lieb machen kann und einen Jesus auch helfen kann, das Trauma, das sie da erlitten haben, zu verarbeiten. Darum Weihnachten von Januar bis Dezember. Das sind die Lebensmittelinhalte in den Weihnachtspäckchen noch einmal gezeigt von der Tascha. Und da sieht man sie im Lager. Weihnachtspäckchen gibt es keine mehr und wir transportieren irgendwie etwa Küder. Nicht, dass da irgendwie etwas Falsches auftaucht. So transportieren wir Kleider und Schuhe in Küdersäcke abgepackt, weil die sind halt stabil, die kann man noch mal ein bisschen stunken und werfen. Und das ist das Team in Zaporozhye, die Helden, neben euch die Helden in der ganzen Aktion Weihnachtspäckchen. Das sind die Menschen, die diese Menschen betreuen in den Kriegsgebieten durch das Jahr durch und ebenfalls mit euch Weihnachtspäckchen. Und auch diese Lebensgeschichten von diesem ganzen Team wären auch spannend und sehr interessant. Da sieht man sie, sie unterwegs sind auf der Straße, Menschen besuchen in grosser Not, in grossen Schwierigkeiten, Freude, Hoffnung, Weihnachtspäckchen und Hilfsgüter verteilen und so ein Überleben möglich machen in einem enorm schwierigen Umfeld. Ja, und am 24. Februar hat Russland die Ukraine angegriffen. Das sind Bilder aus dieser Zeit zum Beginn des Krieges. Es gibt ja neuere Bilder, auch, die ihr auf YouTube schauen könnt oder auf verschiedenen anderen Kanälen. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt länger ausschmücken. Was für mich wichtig ist, für uns als christliche Ostmission, ab diesem Zeitpunkt hat es grosse Flüchtlingsströme gegeben und Moldawien, Rumänien, Polen und Slowakei haben Flüchtlingsströme aufgenommen, in den ersten Phasen betreut. Das ist wunderbar gelungen in Moldawien, im ärmsten Land in Europa, durch unsere Arbeit auch mit den ehrenamtlichen und vollamtlichen Mitarbeitern in diesem Land.
Und ebenfalls ist es uns gelungen, in Rumänien, unsere Mitarbeiter haben angerufen, wir haben Hilfsgüter schicken, wir haben Gelder freimachen aus der Reserve in Grössenordnung von rund 3/4 Millionen Franken. Und sie können die Hilfsgüter vor Ort einkaufen und diesen Menschen dienen. So sieht es aus in dem Hilfszentrum in Mukachevo im Westen der Ukraine, wo die Flüchtlinge gesammelt werden, betreut werden und nachher eventuell weitergeschickt werden Richtung Westeuropa, ging vorausgesetzt, sie wetten auch. Lebensmittelhilfe wieder im Osten der Ukraine, weil es die Menschen alleine schlichtweg nicht würden schaffen. Vielen, vielen herzlichen Dank für euch tatkräftiges Mithelfen, weil nur zusammen erleben wir und bauen wir Grosses. Ich habe hinten beim Büchertisch noch ein paar Broschüren auflegen. Die sind auch 2 Listen und Teile sind signiert mit Signet, wie zum Beispiel im Signet «Hören». Wenn ihr dort nach eintragen mit Postadresse und E-Mail-Adresse, würde das bedeuten, dass wir unsere Hauszeitschrift «Die Ostvision» euch gratis einmal pro Monat dürften zukommen. Und wenn ihr nach Betun eintragt, dann wird es ein bisschen komplizierter, weil dann würde es bedeuten, dass ihr ein Ja hättet für eine Lebensmittelpatenschaft. Ich weiss, möchte niemand irgendwie drängen zu einer Lebensmittelpatenschaft. Es hilft uns einfach, dem Team in Zaporozhye zu sagen, längerfristig zu sagen, das Budget ist sicher, geht und helft diesen Menschen. Es ist also nicht heilsnotwendig, eine Patenschaft bei der christlichen Ostmission zu haben. Und so einfach, wie es ist, eine Patenschaft zu machen, so einfach ist es natürlich auch wieder dort rauszukommen. Ihr ruft uns an, schreibt eine E-Mail oder eine Postkarte und die sind automatisch gelöscht von allen Verpflichtungen gegenüber der Ostmission. Werben, es hat Werbematerial dahinter, das ihr gerne mit heimnehmen dürft, selber durchlesen und vielleicht sogar weitergeben. Und ich habe für die tatkräftigen Mithelfer, also für euch alle eigentlich, hier vorne dann noch ein Goodie, ein kleines Merci, das ihr mitnehmen dürft oder vielleicht sogar zum Kaffee geniessen dürft. Ganz ein herzliches Merci euch.